Hi zusammen, willkommen nochmal in meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das Thema für heute ist Zitronensaft. Ich werde heute euch Tipps geben für den Haushalt, für die Figur und vieles mehr. Seid einfach gespannt, seid einfach dabei und hier kommen die Tipps. Für euer Immunsystem: eine halbe Zitrone pressen, mit 2 kleinen Teelöffel Honig mit heißem oder kaltem Wasser vermischen. Das werdet ihr sehen, ihr werdet euch fit halten, stärkt einfach euer Immunsystem. Der Zitronensaft hilft auch als Diät, und zwar es gibt viele Stars, die das gemacht haben, zum Beispiel Beyoncé. Ihr müsst morgens und abends ein Glas Wasser mit dem Saft einer halben Zitrone zu euch nehmen und ja, auf jeden Fall dann auf weniger Essen verzichten, das wird euch helfen. Zitronensaft kann auch ein Aufheller für die Haare auf natürliche Art. Und zwar, ihr braucht Zitronensaft einfach auf nassen Haare bestreifen und ihr werdet euch dann für 1 Stunde auf die Sonne legen, und nach dieser 1 Stunde solltet ihr dann eure Haare schön gründlich waschen und ganz vorsichtig, ihr müsst dann nach dieser Intensivkur müsst ihr euch eine Haarkur nehmen und es so weiter zu pflegen, weil die Sonne von der Zitrone greift die Haare und das wäre nicht so schön. Diese Aufhellungskur solltet ihr nur alle 2 Wochen anwenden. Zitronensaft auch als Katerkiller. Und zwar, wenn jemand zu viel getrunken hat, zu viel gefeiert hat und am nächsten Tag ganz schön viel Kopfschmerzen hat, solltet ihr eine halbe Zitrone mit einem Espresso zusammenmischen und das trinken, und ihr werdet sehen, nach 1 Stunde, nach 2 Stunden habt ihr keine Kopfschmerzen mehr. Flecken weg mit Zitronensaft. Zwar Rostflecken. Zitronensaft ist wirklich ein wahres Wundermittel. Und zwar der Zitronensaft mit Verbindung mit Salz werdet ihr diese Rostflecken aus eurer Kleidung entfernen. Die Kleidung werdet ihr erstmal mit kaltem Wasser richtig nass machen, und danach werdet ihr diese Mischung mit Zitronensaft und Salz auf die Kleidung, und dann werdet ihr am besten über die Nacht einweichen lassen und am nächsten Tag dann ein ganz normaler Waschgang mit der Waschmaschine, und ihr werdet sehen, die Flecken sind weg. Zitronensaft kann auch ganz hartnäckige Flecken wegmachen und kann auch aufhellen, zum Beispiel der Teppichboden. Wenn der Teppichboden ein paar Flecken hat und so hartnäckig sind, kann man auch mit der Flüssigkeit der Zitrone einfach einweichen lassen und danach gründlich mit Wasser dann schrubben, sauber machen. Aber Achtung, bei dunklen Teppichböden kann diese säuerliche Zitrone auf der Teppichboden so weiße Flecken hinterlassen. Ihr solltet darauf achten. Als Abschminktipp mit Zitrone für euch, vor allem für die Frauen, hier kommt ein Tipp für euch. Mit einer Spritzer Zitronensaft und ein bisschen Milch werdet ihr auf einen Wattentab eintauchen lassen und euch mit dieser Abschminklotion schön eure Schminke wegmachen. Ihr solltet aufpassen auf eure Augenpartie, dass da keine Zitronensäure reinkommt, und vor allem die Leute, die trockene Haut haben, sollten das nicht so oft machen. Zitrone kann ein entzündungshemmend sein und eine ganz gute natürliche Alternative als Antibiotika. Einmal täglich könntet ihr eine halbe Zitrone mit einem Glas Wasser jeden Tag trinken. Das wird euch helfen, wenn ihr irgendeine Entzündung habt. Ja, sagen wir so, zum Beispiel Blasenentzündung, das hilft sehr gut. Es hilft auch für Menschen, die Asthma haben. Und ja, der Zitronensaft kann auch als Mundspülung verwendet werden. Es riecht sehr gut, es ist erfrischend, vor allem tötet alle Bakterien im Mund. Wenn jemand eine Entzündung hat im Mund oder im Rachenraum, der Zitronensaft, der hilft sehr gut. Und zwar, ihr müsstet euch mehrmals täglich dann jeden Tag so richtig gurgeln, so richtig gurgeln, damit diese Entzündung weggeht. Zum Beispiel Gegenstände aus Messing mit einer Zitrone richtig anreiben, danach mit klarem Wasser ausspülen
Und anschließend mit einem schönen weichen Lappen werdet ihr dann das polieren und ihr werdet sehen, es glänzt so schön. Zitronensaft und ätherische Öle könnt ihr richtig schön Stress abbauen. Das hilft sehr gut gegen Stress. Und ja, das hilft euch einen klaren Kopf zu behalten. Es ist sehr wirksam und auch für sicher ist auch sehr gut. Das ist eine gute Medizin auch für die Kopfhaut. Und zwar, wenn jemand Schuppen hat im Kopf. Ihr werdet sehen, Zitrone wird euch helfen. Wäscht ihr euch, nachdem ihr dann die Haare ausgewaschen habt, dann müsst ihr dann das Saft von einer Zitrone dann auf eure Haare drauf machen und richtig schön einmassieren und anschließend werdet ihr dann die Haare abtrocknen und ihr werdet sehen, das macht ihr jeden Tag, eine ganze Woche zum Beispiel, wenn ihr wollt, und ihr werdet sehen, die Schuppen werden alle weg sein und ihr werdet sehen, eure Haare werden auch so richtig strahlen, werden richtig so schön glänzen. Die halten sich einfach ganz gesund. Zitronensaft kann auch gut für die Hände sein. Der Saft von der Zitrone hilft auch sehr gut für die Hände. Und zwar, ihr werdet dann die Zitrone schön auf die Hände so richtig nass machen, die Hände mit dem Zitronensaft und ein paar Minuten so lassen und ja, bis es trocknet. Und danach werdet ihr schön mit ganz klarem normales Wasser dann ausspülen und ihr werdet sehen, eure Hände werden so richtig schön geschmeidig. Ein guten Tipp, probier einfach. Zitronensaft sorgt für richtig gute Laune. Zitronensaft hilft uns wirklich für gute Laune, weil das ist so eine schöne, richtige Aromatherapie. Und zwar, ihr solltet die Zitrone hier schön richtig pressen und danach geben und es war Sprühdose, werdet ihr dann den Zitronensaft reintun und ihr werdet euch sprühen oder einfach mal in den Raum sprühen und ihr werdet sehen, das ist so richtig schön, so eine schöne Aroma. Die Stimmung ist gleich sofort anders. Ich empfehle das nur euch. Wenn ihr zum Beispiel im Urlaub seid, irgendwo weit weg in die Berge oder was weiß ich, im Wald, und ihr habt kein Deo, dann ist das hilft. Und zwar, ihr werdet euch eine halbe Zitrone schneiden und einfach mal hier unter die Achsel schmieren. Das riecht einfach sehr gut. Es tötet einfach alle Bakterien. Ich empfehle das euch nur. Macht das. Zitronensaft hilft auch für weiße Klamotten. Und zwar, wenn jemand weiße Klamotten hat und möchte, dass diese noch weißer werden, ihr werdet eure Klamotten einfach nass machen und mit Zitronensaft, mit einer halben Tasse Zitronensaft, werdet ihr dann in den Wasser vermischen, wo ihr eure Klamotten habt und richtig ausschütteln und danach werdet ihr das in die Sonne hängen und einfach mal da einen Tag stehen lassen und ihr werdet sehen, am nächsten Tag nach dem Waschen, wie weiß eure Klamotten sind. Zitronensaft kann auch gut als Putzmittel verwendet werden. Wenn jemand was putzen möchte und ganz hartnäckig ist und kalt hat, ihr werdet einfach mal mit einem Lappe und Wasser der Saft von Zitrone einfach vermischen und diese Lappe werdet ihr dann in diesen lassen für ein paar Minuten und danach werdet ihr dann richtig schrubben und ihr werdet sehen, dieser Schmutz geht einfach weg. Zitronensaft ist auch sehr gut für die Haut. Zitronensaft werdet ihr dann auch zusammen mit Karottensaft vermischen und ihr werdet euch mit einem Badenpad richtig schön auf euer Gesicht schmieren und einfach mal für ein paar Minuten das so lassen und danach richtig ausspülen. Das wird eure Haut schön richtig gesund halten. Zitrone als Haarspray. Zitronensaft werdet ihr pressen. Ihr braucht den Zitronensaft dann in eine Sprühdose reintun und ihr werdet euch dann auf die Stelle sprühen, wo ihr wollt, dass eure Haare richtig fest werden. Zitronensaft kann auch ein Aufheller für die Haare sein. Und zwar mit einer halben Zitrone Zitronensaft pressen, absieben und in eine Sprühdose reintun, auf eure Haare sprühen und
Danach werdet ihr euch in die Sonne setzen und einfach warten, bis die Haare austrocknen. Ihr werdet das eine Woche lang machen und ihr werdet sehen, ihr werdet einfach ganz schöne, natürliche, helle Strähne bekommen in die Haare. Zitronensaft ist gut für die Flecken ins Gesicht. Zitronensaft macht die Flecken nicht ganz weg, aber die macht die Flecken etwas heller. Und zwar, ihr werdet euch dann die Zitronensaft auf das Gesicht dann einschmieren und einfach mal ein paar Minuten da einwirken lassen auf diese Stelle, wo ihr dann so schwarze Flecken habt, werdet ihr dann das einwirken lassen für ein paar Minuten und danach ausspülen. Und ihr werdet sehen, diese Flecken werden einfach etwas heller. Das waren heute die Tipps von mir für euch mit Zitrone. Und ich hoffe, ich könnte euch weiterhelfen und ich würde mich sehr, sehr freuen auf eure Kommentare. Wie findet ihr das? Habt ihr irgendwelche Tipps von mir gemacht oder tja, keine Ahnung. Ich will einfach wissen und schreibt mir einfach einen Kommentar. Und wenn euch das Video gefallen hat und die Tipps gefallen haben, einfach mal einen Daumen hoch für mich. Das würde ich mich sehr freuen. Gut, und bei diesem sonnigen Wetter, was kann man denn am besten machen? Eine leckere Limonade. Ich werde mir gleich eine leckere, kalte Limonade machen. Vielleicht werde ich als nächstes Video eine schöne, leckere Limonade für euch machen. Einfach überraschen. Genießt einfach das Wetter und ich wünsche euch einen sehr schönen Tag. Bye, bye.